Guten Tag. Ihr Leid. Ich muss noch mal ein Caption abziehen, damit man mich besser erkennt. Wir spielen weiter The Longing und schauet die Lilien. Hallo? Schauet die Lilien. Also hier, geh da mal hin. Nimm mal mit. Zack, aufheben. Ein Kristall. Eine Pein, ihn zu ernten, aber er macht sich sehr angenehm. Dieser hier kommt sofort zu Hause an die Wand. Das ist eine gute Idee, finde ich. Aber zuerst, bevor wir nach zu Hause an die Wand gehen, wollen wir wissen, wie es mit dem Pilz aussieht. Wobei ich glaube, wir gehen wir erst zu Hause. Nee, da gehen wir hin. Ja, so. Ich habe viel zu erzählen und zwar nix. Tut mir leid, eigentlich habe ich überhaupt nichts zu erzählen. Ich habe die ganze Zeit nichts gemacht. Also im Spiel nicht, da hat er ja abgebaut. Und so im Real Life, ja, ich habe halt gearbeitet und so, ne? Ja, es sind Feiertage, aber ey, wirklich, ich bin von einem Job, wo man an Feiertagen arbeiten muss, dafür einen Tag Feiertag. Moment, nochmal. Von einem Job, wo man einen Tag, den Tag vor dem Feiertag frei hat, dafür aber am Feiertag arbeiten muss, inklusive Feiertagszuschlag. Von so einem Job bin ich jetzt bei einem Job, wo man vor einem Feiertag keinen frei kriegt und feiertags auch nicht. Also wo du quasi einfach mehr oder weniger durcharbeitest und ja, gut ist. Es gibt übrigens keinen Feiertagszuschlag. Das ist ein bisschen doof. Aber es ist eine Arbeit und die ist da, um sie zu machen. Und ich bin froh, dass ich überhaupt was zu tun habe. Was hat das mit dem Spiel zu tun? Nix. Ich will euch nur ein bisschen Mitleid abbringen. Ja, das war's soweit. Habe ich jetzt Mitleid gekriegt? Nein? Naja, das Level geht weiter. Also, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass wir relativ nah an zu Hause sind. Hier müsste jetzt die Halle sein, wo man die Karte sieht. Oder auch nicht. Habe ich schon wieder einen Fleck auf dem Monitor? Ich habe doch letztens erst geputzt, hey! Echt jetzt? Naja. Also ich glaube, dass wir in der Nähe von der Karte sind. Und die ist ja wirklich ganz in der Nähe von meinem Zuhause. Aber das Zuhause ist halt... Also ich muss ja nach oben rechts quasi. Da, wo der Pilz hoffentlich jetzt gewachsen ist. Und wenn ich jetzt erst nach Hause gehe, also ganz nach unten, da siehst du, da ist wirklich die Karte, also ganz nach unten links. Und dann von da aus ganz oben wieder hinschlappt. Das ist mir ehrlich gesagt, ich bin froh. Also wir sind ja hier und wir müssen ungefähr dahin. Oder halt da runter. Nach Hause, aber nee, wir gehen jetzt nicht nach Hause, wir gehen jetzt da oben hin, ja. So, ich tue mal meinen Mauszeiger irgendwo, ich park ihn da. So, ist gut. So, Moment. So, Bäuerchen gemacht, ich habe wieder was getrunken, aber diesmal kein Rebensaft, sondern was mit Kohlensäure, was auch nicht viel besser ist, egal. Ich versuche mich zurückzuhalten für euch. Also, wir latschen jetzt also ganz hoch. Und wirklich, also, ich habe ja in der letzten Folge extra nachgeguckt, wie das mit den Pilzen, nach was für einem System das funktioniert. Und das System ist halt einfach ein grüner Pilz und ein rosa Pilz. Und wenn du die beiden in die Nähe zusammenbringst, dann wächst ein Pilz. Und ich dachte, anscheinend, bin mir nicht ganz sicher, was davon jetzt gerade richtig ist, dass es der grüne Pilz ist, der da extrem wächst. Aber da lag ich wohl falsch. Es ist der rosa Pilz und nicht die Lerche. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also bin ich ja hingegangen und habe den lila Pilz jetzt ganz rechts gepflanzt, in der Hoffnung, dass der wächst. Hat er ja aber nicht gemacht. Ich habe ihn mal locker 10 Stunden stehen lassen, den Pilz, meine ich. Und brachte ja nichts. Dann, ich erzähle jetzt einfach nur die letzte Folge nach, ihr hört's, ne? Ja, dann war ich so voller Wut, dass ich den lila Pilz ausreißen wollte, aber er wollte ihn nicht ausreißen, weil er gesagt hat, der ist gerade babbig, da lasse ich die Finger weg. Und dann sagt, Moment, wächst er vielleicht doch, braucht er nur noch ein bisschen Zeit, das kann natürlich sein.
So, ich habe übrigens gerade festgestellt, woher diese ganzen Flecken bei mir im Monitor kommen, weil ich nämlich gerade eben was getrunken hat, was mein Saliva-Fluss anregt. Mann, ich bin ganz schön am Spauzen beim Reden, merke ich gerade. Kennt ihr das? Stadt im Osten, Spauzen? Oh weh, das gibt wieder Ärger. Nee, machen wir nicht. So. Aber ich habe heute Mittagsschläfchen gemacht, ich bin jetzt full da. Geil, oder? Und ihr habt jetzt gedacht, ihr hättet die schlimmsten ostdeutschen Städte Namen, Wortspiele hinter euch. Nee, mir fallen bestimmt noch ein paar ein. Und nein, den mit dem Finger und so, den bringe ich nicht. Der ist sogar mir zu lahm. So, mal überlegen, was für Städte in Ostdeutschland kenne ich noch? Im Osten Deutschlands. So, ja, Chemnitz, ne? Da in Chemnitz fand mal Karl Marx statt. Da seid ihr baff. Da seid ihr baff, mein lieber Scholli. Okay. Und keine Ahnung. Ich fahre immer nach Navi. Ich kann da nicht so viele Städte. Ich weiß, dass je näher man nach Dresden kommt oder so, desto mehr kommt da Stehst du? Da kommt dann die wilde Sau und Radebeul. Das hat überhaupt kein aber es kommt wirklich. Und dann irgendwie, guck mal, wir sind in der Nähe von Schloss Spitz. Verstehst du? Und dann so, aha, wir sind in der Nähe von Dresden irgendwo. Ist nicht mehr weit. So irgendwie. Nee, mir fallen wir wirklich, warte mal, wie heißt das, wo das Bier herkommt? Radeberger, ja. Da fällt mir aber irgendwie nichts ein. Nö. Was? Penispulsnitz? Pilsnitz und Pulsnitz? Pilsnitz und Pulsnitz? Okay. Ja, aber wie soll ich denn da Wortspiele machen? So. Die Schattenredaktion hat mich gerade ein bisschen aufgeklärt über weitere Städtenamen. Keine Ahnung. Und irgendwas mit Mykonos oder so. Oder Mike. Ne, nicht Mike. Es muss da irgendwo in der Nähe sein. Meißen. Genau, das war's. Ich war nah dran. Meißen. Wo die Vögel auf die Straße defekieren. So, da kommt das Porzellan her. Das Meißner Porzellan. Chinesische kommt da nicht her, das ist woanders her. So, also, weiter geht's. Ja, das ist jetzt erstmal schlecht, dass meine Freundin erwacht ist. Wir haben Mittagsschläfchen gemacht, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und ich glaube, ich habe jetzt zu lang gelabert oder zu dumm gelabert. Und dann fängt sie im Traum an, die Augen zu rollen, wegen meinen geilen Wortspielen, weißt du. Und das macht dann so einen Krach, dass sie selbst von wach wird. Das ist jetzt natürlich schlecht. Naja. Kann nicht alles haben. Sie wusste, auf was sie sich einlässt, sagen wir es mal so. Okay, jetzt habe ich ein bisschen verpasst, wo wir gerade sind. Wir sind zumindest bei den Spinnweben und wir hören den König schnaufen. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, ist das die Spinnweben, wo wir hochklettern können? Was haben wir denn eigentlich mit der Blume gemacht? Boah, ey, echt jetzt, es tut mir leid, aber da ist wieder ein Fleck auf dem Monitor. Ich habe zu viel gespuckt. Ich meine, ist ja auch nicht so, als hätte ich die ganze Zeit von tsch und psch und nitsch und bitsch gesagt, weißt du? So. Da, wieder schön am Putzen. Okay. Wieder schön die Kamera verstellen. Wunderbar, wunderbar. Eigentlich spiele ich dieses Spiel nur, um ein bisschen hier aufzuräumen. Und ein bisschen Monitor zu putzen. Sonst komme ich ja nicht dazu. Ich armer Kerl. So. Soll ich euch einen Witz erzählen? Meine Freundin. Was? Offen Sie sich? Omsewitz? Was ist ein Also so. Jesus, ne. Ja, Omsewitz. Also, meine Freundin, die hat heute gab's Pasta und sie hat wohl eine Ulknudel gefressen. Und zwar hat sie gesagt, hier, wenn mal jemand zu dir sagt, son of a bitch, und dann kannst du sagen, nee, meine Mutter ist nicht von Bitch. Die ist hier von der Nähe von Pirmasens. Spitzenwitz, wenn man jetzt noch wüsste, dass Bitch
ein Örtlein in Frankreich ist, nicht weit von wo ich wohne. So. Da hatten wir früher als Kinder, da hatten wir immer so ein mega lustiges Spiel gehabt. Du hast so, zeig mal deine Hand her. Ah! So, da hast du die Hand so und dann hast du so aufgezählt, die Orte im Umkreis. Keine Ahnung. Da ist Deppenbrunn, da ist Bodenbach. Ich werde andere Namen verwenden, die nichts mit den richtigen Namen zu tun haben. Da ist Pöppen. Da ist Billinge. Da ist Bitch. Und dann hast du ihm einer an die Backe gehauen und hast gesagt, und da ist Batsch. Super, oder? Ja. Wir hatten ja früher nix. Da haben wir uns mit sowas, die Zeit vertrieben, Mann. Das ist meine Freundin, fand's witzig. Die weiß auch, wo Bitch ist und sie weiß, wo Batsch ist. Man konnte auch hingehen, was auch gut funktioniert, wenn ihr jetzt nicht unbedingt in der Nähe von Frankreich oder von Bitch wohnt, könnt ihr auch hingehen und könnt so ein paar Dinge aufzählen, ne, so Umkreise, und dann spuckst du ihm auf die Hand und sagst, und das ist der See, wo da ist. Wenn da muss halt ein See in der Nähe sein. Oder wenn er, keine Ahnung, aus Hamburg kommt, sagt er, das ist die Nordsee. Funktioniert irgendwie als Kind besser wie als Erwachsener, merke ich gerade wieder. Es gibt vieles, was als Kind besser funktioniert als Erwachsener. Aber es gibt auch Sachen, die umgekehrt sind. So, ich höre jetzt auf. Ich laber irgendwie, ihr merkt schon, ich muss irgendwie Zeit überbrücken. Ich will doch einfach nur gucken, ob der Pilz existiert. Ich habe schon wieder einen Monitor gespuckt. Mann, ey, jetzt hör doch mal auf zu lachen da drüben. Das geht doch über mein Gitarrenmikrofon. So. Mann, ey. So, Walking Sim, ja. Schön. Da ist ein grüner Pilz. Soll man den mitnehmen? Nee. Moment. So, also. Wir sind zumindest schon mal im Pilzgebiet. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Es sind ja auch erst 12 Minuten rum. Und wie weit sind wir gekommen? Wie viel habt ihr schon erlebt? Nix und nicht weit. Das ist natürlich dumm. Wie weit sind wir gekommen? Nix. Und wie viel habt ihr erlebt? Nicht weit. Sehr schön. Fällt mir gerade ein, ich bin letztens so auf die geniale Idee gekommen, dass wir Uhrzeiten in Richtungen angeben. Einfach weil, kennst du diese komischen Amis, die mit ihren Military Time, wurde dann halt, also Military Time ist einfach 24-Stunden-Zeit. Also so 13 Uhr ist bei denen, heißt das Military Time 24 Stunden, weil es sind Amis. Ich meine, die rechnen Längenangaben in Fuß und Ellen und Kirschkern, Weitspuckdinger, was weiß ich was. So. Und jetzt ist es ja, oh. Ey. Ey, Alter! Alter, habt ihr das gerade? Was ein Wechselbad der Gefühle gerade! Mann ey, das war noch nicht mal gespielt! Der erste Pilz ist aufgetaucht und ich dachte so, yeah! Und dann so, nein, der ist viel zu weit weg! Das ist ja kacke. Dann taucht der zweite Pilz auf und ich denke mir, yeah! Nein, der ist immer noch zu weit weg! Das war gerade so, ey Mann ey. Sorry, aber das ist ja genial. Okay, ich kann jetzt hochklettern. Ja, ich kann hochklettern. Mach. Kletter hoch, mein Junge. Kletter hoch. Hast du dir verdient. Kadoing? Okay, cool. Ah, es hat geklappt. So, weiter geht's. Alter, ist das schön. Alter, ist das schön. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Jetzt haben wir sogar drei Riesenpilze haben wir jetzt. Ich wollte doch eigentlich nur einen haben. Also haben wir es vielleicht ein bisschen übertrieben. So, jetzt Achtung. Wir sind hier jetzt in Gefilden, die noch nie ein Mensch oder ein Schatten betreten hat. Sogar die Musik hat Angst, so weit zu gehen. Okay, jetzt können wir ein bisschen, das hätte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen können, über die Sinne vom Steingesicht sinnieren, wo wir ja in der letzten Folge waren. Ich gehe jetzt einfach weiter nach rechts, weil hier kann man irgendwie nicht viel tun. Was ist denn hier los? Jetzt wird es auch noch eng. Oh, jetzt sag mir nicht, dass hier zu Ende ist. Nee, er klettert. Aber wenn das jetzt eine Sackgasse ist, da werde ich aber fuchsig.
Dann gehe ich nach Hause, pflanz den Kristall, mach Feuerchen an und bleib so lange zu Hause, bis die Zeit rum ist. Dann geht's mir ein bisschen auf den Sack, wenn das jetzt hier eine Sackgasse ist. Nachdem ich jetzt hier irgendwie 5 Tage gebraucht habe, um hier hinzukommen. Ne, da hinten wird's wieder breiter, okay. Seht ihr überhaupt noch was, außer die Augen von dem? Ja, so, also ich wollte über die Worte vom Steingesicht sinnieren. Der da, also so wie ich das interpretiere. Sag mal, wird's hier dunkler oder was? Scheint schon so, oder? Also so wie ich das interpretiert habe. Moment, das machen wir. So. So wie ich das interpretiert habe. Wie war das wieder? Wenn wir den König wecken? Irgendwas war doch da. Ich hab's vergessen. Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen. Ich weiß auch noch, dass irgendwas war mit der Dunkelheit. Aber ich weiß nicht mehr was. Scheiße, Mann, ich hab's komplett vergessen. Das ist jetzt ein bisschen dumm, ne? Alter, echt jetzt? Ich meine, ich kann es ja einfach nochmal angucken. So schlimm ist es jetzt halt ja nicht. Trotzdem nervt mich das jetzt ein bisschen, dass ich jetzt vergessen habe, was das Gesicht ist. Jetzt mal ohne Scheiße, es wird doch wirklich dunkler, oder? Ich kann ihn ja kaum noch erkennen. Ja, ich habe hier so Lampen, die mir in die Fratze leuchten, aber vorhin konnte ich ihn deutlich besser erkennen. Ich sehe ja fast nur noch, also vom Körper selbst sehe ich nur noch Umrisse und die gelben Augen und so. Ne, es wird schon dunkler. Okay. Und wie lange muss ich jetzt hier durchgehen? Boah, ich sehe hier, also ich habe ja halt hier auch noch hoch. Hier ist es so dunkel, dass ich nicht einmal ohne Licht etwas sehen kann. Ist das schlimm? Soll ich einen Pilz holen vielleicht? Aber ich kann, glaube ich, keinen Pilz holen, oder? Wenn ich unten einen Pilz hole, einen Leuchtepilz. Also wenn ich unten einen Leuchtepilz hole, dann kann ich, glaube ich, den Pilz nicht hochgehen. Kann das sein? Weiß nicht. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Solange er nicht sagt, dass er nicht mehr weitergeht, weil er Angst kriegt oder so. Aber hey, wir sind ein Schatten. Wir werden doch wohl keine Angst im Dunkeln haben, oder? Kann ein Schatten überhaupt ohne Licht existieren? Also existiert er dann gar nicht oder ist dann der Schatten alles? Das ist eine gute Frage, ne? So, also oh, es wird blauer? Irgendwie komisch gerade. Ich sehe hin. Ich mache ja gleich die Lampen aus, dass ich überhaupt was sehe. Moment, da kommt so eine Art Musik. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier die Lampen ausmachen. Aha, okay. Vielleicht soll ich umkehren. Ich fange an, seltsame Geräusche zu hören. Okay, ich sehe jetzt nicht wirklich viel mehr. Was ich allerdings mehr sehe, ist, da sind noch deutlich mehr Spuckflecke auf dem Monitor als gedacht. Ich mache besser das Licht wieder an. So. Zack. Hier ist noch einer. Komm her. Zack. Ah, helles Kerlchen, oder? So, lass mal das da wegmachen. Okay, also jetzt ist aber wirklich... Okay, jetzt sehe ich wirklich gar nichts mehr. Ich sehe noch nicht mal mehr blau. Sieht man... Kann man hier noch was sehen? Also, ich höre auf jeden Fall, dass da Ambient-Töne sind. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es wird lauter, ne? Okay, da ist definitiv irgendwas Musikalisches. Oh, es wird heller. Ah, guck. Also, du hörst ja dieses Grollen da. Das ist ja in Ordnung. Aber was ist denn hier los? Okay, hier ist irgendwie was. Ich spüre mein Ende nahen.
ziemlich laut jetzt, ja? Kann ich da noch weitergehen? Sollte ich da noch weitergehen? Ich stehe... Ernsthaft jetzt? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was ihr hier vorhabt. Das Problem an der Sache ist jetzt... Kennt ihr das auch? Wenn ihr einen Vorschlag gemacht kriegt in einem Spiel und das heißt so wie das jetzt hier, ne? Und du denkst, ja komm, du kriegst 100 Pro noch eine Abfrage, ob du das wirklich machen willst. Aber du weißt es ja nicht. Es wird zumindest mal ein bisschen leiser. Aber du weißt ja nicht. Kommt da noch eine Abfrage, so auf die Art, willst du das wirklich tun? Oft ist es ja auch so, dass wenn du so mehrere Auswahlmöglichkeiten hast, dass du dann gesagt kriegst, sorry, ich dachte gerade, die Musik ist rum, dass du dann gesagt kriegst, ja, nee, geht nicht, wir lassen dir die Wahl, aber du hast keine Wahl. Du hast zwar mehrere Auswahlmöglichkeiten, aber alle führen irgendwie dazu, dass es heißt, nö. Also jetzt, wenn ich das hier jetzt auswählen würde, willst du das wirklich tun? Ja, nein. Und dann klickst du zum Beispiel, hab ich gerade Riesenspauts am Monitor. Junge. So, und dann spautst du, was? Nein, ich bin nicht komplett falsch. Und dann drückst du ja, ich will das wirklich tun und dann sagt das Spiel, du willst das tun, aber du kriegst es nicht übers Herz. Also mit anderen Worten, es würde gar nicht gehen. Jetzt ist aber das Problem hier, ja, ich bin wieder Monitor wischen, dass dieses Spiel, ich traue es dem zu, dass es geht. Aber dann wäre das Spiel rum. Wir haben doch jetzt nicht extra 5 Tage lang oder so einen Pilz wachsen lassen. 3 sogar, eigentlich sogar 5 oder so, nur um hier hochzukommen und das Spiel hier zu beenden. Das ist ja totaler Quatsch. Aber soll ich jetzt... Ah, guck mal, man kann... Oh. Ich wollte gerade sagen, man kann gar nicht draufklicken. Dort liegt der bodenlose Abgrund. Der passende Ort für meine Seele. Hier könnte ich meine Sehnsucht beenden. Ja, ich habe drauf geklickt, aber ich dachte, da kommt jetzt ein Ja-Nein-Ding. Jetzt kam da eine zweite Abfrage. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich da jetzt nochmal draufklicke, springt er dann wirklich? Ich weiß ja auch nicht. Okay, pass auf. Also um eins ganz klarzustellen, nein. Nein. Also wirklich nicht. Definitiv nicht. Nein, einfach nein. Also ich persönlich sage nein dazu. Aber mein Gamer-Hirn sagt, ja, aber willst du nicht wissen, was passiert? Meine Freundin sagt nein. Okay, wir haben nein gemacht. Wie ich es gerade hasse hier. Ich habe jetzt nochmal bejaht. Und jetzt kommt eine neue Abfrage.
Weißt du, wenn irgendwann, also am besten wäre es jetzt dann, wenn eine Abfrage kommt, die da irgendwie lautet, wenn du das wirklich tust, letztes Mal, wo ich nachfrage, aber vielleicht macht das Spiel nicht. Vielleicht kommt nicht letztes Mal, wo ich abfrage. Ist dies wirklich das Ende? Ich habe nur ein einziges Leben. Ja, komm. Haha. Okay. Okay. Alles klar. Meine Sehnsucht wird für immer enden. Es wird keinen Weg zurück geben. Ich kann das Spiel beenden. Du kannst nicht noch einmal spielen. Und wisst ihr, was das Fiese ist? Ich glaube, das stimmt. Kann man das Spiel nur einmal spielen? Oder ist das wie bei Hellblade? Senua's... Ja, das erste Hellblade. Senua's Sacrifice? Ich habe keine Ahnung. Das erste Hellblade. Wo es auch hieß, pass auf, es gibt eine Permadeath-Funktion im Spiel. Und da hast du dann so dunkle Venen. Und mit jedem Mal, wo du stirbst im Spiel, werden die Venen, kommen sie näher. Also werden sie mehr und die wandern dann so einen Arm hoch. Und das Spiel sagt dir halt nach deinem ersten Tod, Achtung, das hier ist, wenn diese Venen deinen Kopf erreicht haben, wirst du sterben und kannst das Spiel nicht fortsetzen. Also sprich, dann endet das Spiel hier. Also sie haben halt quasi gesagt, das ist ein Permadeath. Kannst von neuem anfangen vielleicht, aber wenn das Zeug deinen Arm erreicht, dann wirst du sterben. Das haben sie gesagt. War aber gelogen. Es war einfach gelogen, weil es war nicht möglich, dass diese Venen da deinen Kopf erreichen. Das war halt einfach nicht möglich. Und hat aber trotzdem genug Leute, die dann aufgehört haben zu spielen, die gesagt haben, dieser Druck, den das Spiel macht, was ist jetzt, wenn sie kurz vor dem Ende sind und da dann sterben und dann alles nochmal machen müssen? Sie wussten ja nicht, dass es gelogen ist, dass es das nicht gibt. Und deshalb haben sie gesagt, nö, auf so eine Scheiße hier habe ich keinen Bock und haben dann einfach nicht weitergespielt und gesagt, nö, mache ich nicht. Ich habe keinen Bock, Zeit zu investieren in etwas, wo mir dann einfach der Spielstand gelöscht wird und ich kann da nichts machen und haben so komplett aufgehört zu spielen. Es kam dann halt irgendwann raus, wenn du dich dafür interessiert hast, konntest du es halt auf einschlägigen Seiten und Medien und sowas nachlesen, dass das nicht so war. Es gab keine Permadeath-Funktion. So, und ich muss jetzt hier aufhören. Alles klar. Was ich mich jetzt halt frage... Kann ich weiter nach rechts gehen? Nee, was ich mich frage ist... War das jetzt alles? Das war's jetzt? Also, wir haben wirklich... Also, eigentlich ist es genau, wie ich gesagt habe. Moment. Es ist genau, wie ich gesagt habe und genau, wie ich Angst oder wovor ich Angst hatte. Dass das hier eine Sackgasse ist, dass wir jetzt diese 3 Pilze oder 5 oder was weiß ich, wie viele Pilze insgesamt wir gemacht haben, dass das alles umsonst war, das Ding führt einfach in eine Sackgasse. In eine Sackgasse. Ich meine, es führt halt an eine Klippe. Okay, es ist nicht direkt eine Sackgasse. Du könntest das Spiel beenden. Und hat nicht das Steingesicht auch irgendwie sowas gesagt? Also hat das nicht irgendwas... Nee, das hat nichts davon gesagt. Das hat irgendwas gesagt, was passiert, wenn du den König wächst oder so. Moment, um was ging's denn da nochmal? Oh Mann, ey. Das Problem ist, dass das ja nicht gestern war. Ich nehme ja nicht jeden Tag eine Folge auf, sondern so wie ich Bock habe, seht ihr ja oben am Counter irgendwie so. Er hat irgendwie sowas gesagt, so von wegen... Wie war das wieder? Ja, kann man rausgehen? Ja, aber rausgehen... Ist die Musik schon wieder fast weg. Kann man... Nee, Mann, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich muss einfach mal selbst die letzte Folge gucken. Und ich weiß, dass ich in der letzten Folge noch ewig lang drüber philosophiert hab, was das Ding gesagt hat und was es nicht gesagt hat, was es bedeuten könnte. Und jetzt weiß ich selbst nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Das ist scheiße.
Ey, wisst ihr was? Ich gucke jetzt nochmal die letzte Folge an. Ich mache jetzt hier... Guck mal, die 30 Minuten sind schon habe ich gut Spielzeit gestreckt. Ich mache jetzt hier, ich gucke mir einfach nochmal die letzte Folge an und höre nochmal genau hin. Also guck nochmal, was das Steingesicht mir sagt. Ich könnte jetzt einfach runterlaufen zum Steingesicht so, aber das interessiert mich jetzt, ja. Okay, dann bis morgen, wo es hoffentlich ein bisschen leiser ist und wo wir hoffentlich einen anderen Ausweg als den da finden, okay? Danke, tschüss und macht so einen Quatsch nicht. Okay.